Ira May, Lonely, SRF 23 Minuten vor der 7. Und wie reagiert ihr, wenn bei euch im Büro einer reinläuft mit einem gestopft vollen Sack von einer Bäckerei? Also ich gehe dann schwer davon aus, es gibt Gipfeli. Ich lerne es, glaube ich, nie. Am Freitagmorgen bedeutet der Bäckereisack, der Fabian Unterreger ist da. Ja, genau. Ich meine, es ist ja Mischung zwischen Samichlaus und Vujo, der hat ja auch einen gestopft vollen Sack. Oh, bei dir hat es übrigens kein Gipfeli drin, sondern Brüllen und die kommen jetzt zum Einsatz. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Wir schauen zurück auf die Woche. Es war eine starke Fußballwoche. Der FCB hat mit dem Trainer Murat Yakin schon zum zweiten Mal in der Champions League gegen Chelsea gewonnen. Mitgefiebert und gefeiert haben grosse Fans, wie zum Beispiel der frühere Basel-Trainer, unser Lieblings-Langzeitarbeitslos, Christian Gross. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Der Murat ist ja mein Zögling. Insofern habe ich den Match extrem im Alleingang gewonnen, sozusagen. Jeder Spielzug trägt eindeutig meine Handschrift. Ich finde mich extrem gut. Ja, ein anderer grosser Basel-Fan, der Roger Federer, immer am Schauen, wenn es irgendwie möglich ist. Na gut, oder? Wir freuen uns, oder? Wenigstens den Stadtteil Chelsea verlanden haben Basel können bezwingen, oder? Andere prominente und beliebte Basler Sportler schaffen das in Wimbledon ja nicht, oder? Hey, FCB, erst noch Phrasen in Nummer 2 Sätze mit einem Punkt und ohne Racket, oder? Liebe Freitagsrunde, anderes Thema. Es ist der Moment der Wahrheit. Hand aufs Herz. Auch ihr schaut doch heimlich den Bachelor auf 3+, oder? Mit dem Vujo Gavric, der die grosse Liebe sucht. Meine Freundin sollte auch ein Draufgänger sein, sollte mit mir feiern können, mal über den Putz hauen. Wer will zuerst zugeben, dass er schaut? Weltwochenchef Roger Köppel? 1:12 hat die Abstimmung verloren. 3+ hat die Traumquote. Um was geht's? Wir von der Weltwoche haben bei Mathematikern, Sozialwissenschaftlern und Psychologen probiert, das Phänomen zu erklären und herausgefunden, dass die Leute positiver auf ein Plus als auf ein geteilt durch Zeichen reagieren. Falls Sie ja nicht das visualisieren könnten. Geht ganz knapp. Christoph Mörgeli, der Bachelor. Was so vielen im Volk gefällt, das muss Ihnen ja eigentlich auch recht sein. Ja, jetzt sehen wir endlich, wie Toni Zürich mich vor die Hunde geht, gell? Sie, bevor ich gegangen worden bin, ist ein Bachelor noch ein respektabler Titel gewesen und keine Lachnummer, verstehen Sie? Ich verstehe nur, dass man den Verstand verlieren kann ab so einem Fernsehformat. Das kann ja nicht gesund sein. Ständerat Felix Gutzwil. Sicht von der Medizin ist die Sendung im Fortschritt und nur ganz kurz, der Herr Vujo Gavric markiert ein wunderbares Beispiel für die gelungene Integration in die Gesellschaft von Menschen mit einem Handicap. Ex-Mr. Renzo, du hebst die Hand auf, Bachelor-Fan oder nicht? Mundemist, nicht gut für mein Geschäft. Der Vujo ist meine grösste Konkurrenz. Bis jetzt habe ich in der Marktnische vom nicht ganz gaga Schönling ja die allein besetzt. Anderes Thema die Woche. Die Schweizer Armee muss sparen, verkauft ein Drittel von ihren Immobilien. Was machen mit all diesen Bunkern und so, Christoph Blocher? Wie viele Wege, Frau Lutherschlager. Ich kaufe alle Pläne für meine Privatarmee. Angeführt von meinem Bruder Gerhard mit dem Wegwerferschwert. Ein gefürchteter Hauptmann Magdalena und der Propagandabrüder Mörgeli. Von mir aus dürfen die Muslime in diesen Bunker ohne ihre Minarett bauen. Dann können sie so laut und so lang, wie sie wollen, zum Gebet ausrufen. Verstehen Sie, Frau Lutherschlager? Ja, oder aber vielleicht... Ja. Vielleicht kann ein Sportclub ja die ein oder andere Immobilie ganz gut brauchen, um drin zu trainieren. Tolle Idee. Ja, ich wollte jetzt einen Hangar kaufen, wo es genug Platz drin hat für mein Ego. Zum Glück ist Freitag.